Hamburger Plattdeutsch-Tag 2024. Hamburger Plattdeutsch-Tag 2024. Jo, ich lese so eine Geschichte von Fidel Lüttenhus alias Friedrich Schnorfer. Die drei Bambusen. Schulmeister Elas ha sie Nachmittagsschule 8:06 steck sich sin Piep in Brand, nehm sich sin Handstock und ging los. Die wollen beten durch Dörp und ob Noberschaft gaun. As sie hier und do mal inkicken und klönt ha und an der grot Koppel vorbeiköm, die mit den hohen, dichten Tun von Buschwalk abswart wär, du höre achter de Büsch wat snacken. Na, dach ich, dat kümmt mi doch bina so für, as wenn der Weg von den Schuljungs an Schwadronieren sind. Wisst doch mal zuheuern, wat de Bengels do vorhabt. Jawohl, sagt he zu sich, die Stimmen no sind dat Karl, Brein, Krischon Harms und Hinnerk Delfs. Du is grob dat richtige Kleber zusammen. Der dümmsten und fuhlsten Bengels, den in der Schule hef. Snackt sei von mir? Richtig, sie hebt mi bi de Büchs. Sü, hier is so'n Lütt Lock in Thun, do kann ich durchkicken. Worauf dich? Du sitze all drei. Ja, will mal zuheuern, wat de Slüngels sich vertellt. Kick mal her, seht Karl Prein, achtern knickt zu sin Mackers, und weist jüm drei dicke Zigarren. Die hab ich den Kaufmann und de Kist klaut, as er grot nur achtern müss, wat zu holen. Welche man glick mal probieren, verdammt, lässt sich da viel beter klönen. Jeden von sieben Fründen gäf ne Zigar, holen Schachtel Riedstickenhut der Tasch und glick dorob seten se do und smolken, dat et man so dampen dä. Mensch, sagt Christian Harms, das schmeckt wie better as de Ohrsvoll, den ich hüt morgen in de Schule von Elas kriegen hef, weil ich line Meis in de Haar trecken ha, dat de dumme Ziller an zu jauen füng. Lot mi man erst zu de Schule sien, dann schall de ob wat beleben. Ankicken und gröten do ich dat überhaupt nicht mehr. Und just oben smit ich de Schieben hin. Und Schulmeister ist ein ganzen Schulchen, mit nun Henrik Delfs. Dörfer klau ich auch immer sin Appeln und Beeren, die er in Gorn hat. Die hat mi noch nicht einmal do mi zu Pfoten kriegen, dazu ist der Kerl viel zu dösig. Teufmann, denkt Elas bisig, juk will ich kriegen. Kommt mi man morgen do de Schule, do sprecht wir uns wieder. Andern Morgen seten se wieder all in de Klass. Elas stünd achter sin Pult und meck n bannig ernst Gesicht. Dat de Jungs sich glick seten, hüt het he kein Golden, wenn de Schul bloß es wieder ut wär. Obmol hebt de Lehrer, Prein, Harms, Delfs, nach vorne kommen. Na nu, dachten de drei, wat will ihr denn von uns? Wir habt doch gar nix tun. Sagt mal, ihr großen Lümmel, sagt Elas, wo hattet ihr die Zigarren her,
die ihr gestern auf der Koppel geraucht habt, und gräb nur sin dicken Redstock, den ihr ob sin Pult alt Brot lingen ha. Wir haben nicht geraucht, sagen die Jungs und kicken ihm frech ins Gesicht. Nein, ihr seid unschuldig wie immer, ihr Raudis. Du, Karl Prehn, stiehlst beim Kaufmann Zigarren? Das will ich dir abgewöhnen, du Spitzbube. Bück dich tiefer, die Fingerspitzen auf den Fußboden und zwapp, zwappt, baller Elas, den Slaves und Söss vor de Büchs, dat hei man so hul und brumm. So, nu du, Christian Harms, sagt er denn, as Kohl sin Fell voll weg ha. Du willst, wenn du aus der Schule bist, den Affen, wie du deinen Lehrer nennst, nicht mehr grüßen und willst in die Fenster einwerfen. Runter mit dir, tiefer! Und wedder hul de Stock durch die Luft und ob Christian sin Achterdeel. So, sagt er, nu kommt Nummer 3. Du, Hinak Delfs, warst also der Dieb, der mir immer aus meinem Garten die Äpfel und Beeren gemaust hat und hältst mich obendrein für dösig. Und hast du nicht sehen, krieg Hinak auf sin Log. Damit ihr diese Lektion aber nicht vergesst, will ich euch 3 noch einen extra Denkzettel geben und klatsch schleuke jeden n Por an Mul, dat et man so knall. Nun macht, dass ihr auf eure Plätze kommt, seht he, und stell den Stock in Strang. Und macht solche Bubenstreiche nicht wieder. Die 3 hulen vor Dull und legen sich nur ihr Bankchen. Feulen sich immer umsichtig nur ihr Achterdeel und nur ihre Ohren hin, die bei Glickdull brennen den. Aste Schol utwer dröben de 3 Bambusen sich wieder ob de Koppel achter de Knicken, werden ganz liesen an Snacken und han dat bandig ibrig. Ich weet nicht, sagt Christian Harms, wo der Schulmeister dat von Toweten kriegen hätt, dat mut doch einer utklamüstert haben. Oder so viel's dat fast, mein Hinnerkdeels, durchsal he do nicht mit. He met het mi so weg von achtersten brenn, dat ich kaum sitten kann. Uns auch, sehen die beiden anderen. Und dann uns noch ein paar an Buhl zu hauen, das ist ja so gemein, sagt Kohl Prehn. Wie brennt noch der Kopf? Jo, uns auch, sehen sie Mackers. Mi sumsen ordentlich de Ohren, as he mi an dran ballert ha, sagt Karl wieder, dat wür dür zu Stone kommen, wenn he mi dat Gehör kaputt slohen ha. Weet je wat, sagt Christian Harms, ich hab ne Idee. Wie 3 Goat no Hus, und wenn Vater und Mutter uns wat fragen dort, habt wir uns, as wenn wir nicht hören könnt, gibt keine Antwort, ganz glick, wat zu uns sagen dort, wie dort, as wenn wir doof sind. Der Schulmeister ward scheun kicken, wenn hören deit, dat uns dat Gehör zu nichts lohnen hätt. Den Kerl steckt se denn in und dann mut noch ein Wag drauf betonen. Dat schaut gar nix. Als die 3 Jungs obens an Hus kommt, fragt Vaters, wo sie sich so lang rumdreben han. Kriegen aber keine Antwort, wat sie auch fragen und singen denn. Mein Gott, sagen die Ohren, sollen die Jungs nicht mehr heuern können? Nu han sie
alle von den anderen Schulkinder zu heuern kriegen, dat de drei schändlich Togels kriegen han und dat de Lehrer zum Uckweg an Hulslohn ha. Die Bengels könnt nicht hören, dat steht fest, sehen sie, dat wird wie den Schulmeister aflehren, uns Jungs zu Krüppels zu slown, dat soll em Dür zu Stone kommen. Die drei Vaters kommen zusammen und mucken af zusammen nun Lehrer sin Hus zu gehen und am ersten Mal zu Red zu stellen. Von dort wollen sie fort in der Stadt nur den Doktor, wo die Jungs untersuchen soll. Eilers kriegen bannigen Schreck, als der Dreh wie im Larm slogen han und vorgeliegs per Ratten nur den Doktor, wo er kurz vor Jüm ankäm. Er vertellt den Arzt die Geschichte und als Liege besäugers an, die Dörr kloppen den, wies der Doktor im hinteren Vorhang. Na, sagt der Doktor, was haben Sie denn? Ja, Herr Doktor, sagt Vater Prehn, wir drei wollen uns über unseren Schulmeister beklagen. He hat gestern uns Jungs so doll an Kopf slogen, dass sie total doof sind und von den Augenblick an nix heuern können. De Kerl muss ja ein Tuchthus, anders ist er nix wert und betonen schall er, solang de Jungs leben dort. Nun, wir werden es feststellen, sagt der Doktor. Kommt mal her, der Reihe nach, sagt er zu den Jungs. Damit sette sich so'n Spiegel vor den Kopf und kiek jeden von den Bengels in die Ohren. Sagt er, Assese und der Söchter. Das ist eine äußerst gefährliche Sache, da gibt es nur noch eine Hilfe. Damit ging nur in den Schrank und holte so ein langes Messerhut. Ich muss allen drei die Ohren vom Kopf schneiden, dann werden sie wieder hören können. Damit wollte Karl Prehn wie die Ohren kriegen. Der fängt an zu schreien. Die beiden anderen Jungs loben schnell unter der Tür und werden verschwunden. Karl Böck, nee, nicht die Ohren abschneiden, ich kann nur heuern und die beiden anderen auch, die sind ja gar nicht doof. Wat? Rieb sie ihn Ohl, du bist nicht doof? Ihr habt uns von Buren hat? Und klatsch, krieg ihr von sie Vater ein Po an Mul, die sich wuschen han und duller hintrecken, erst ein Schulmeister sin Mul schellen. Komm, sagt ihr denn zu den Vaters von den anderen beiden Jungs, lot uns nu Hus gehen und mogt dat grot so as ich. Dat hebt des Slüngels verdient. Als sie weg wären, meinte Doktor zu Eilers, der den ganzen Vorgang achter de Gardinen mit anheuert ha. Diesmal ist es noch gut für Sie abgelaufen, Herr Eilers, aber das an den Kopf schlagen lassen Sie in der Zukunft lieber nach. Anders ist es, wenn die Väter dies tun, wie in diesem Falle. Ich danke Ihnen, Herr Doktor, sagt Eilers. Ich habe Angst genug gehabt, ausgestanden und werde es nicht wieder machen. Das verspreche ich. Friedrich Schnorr, 1950.